Das ist Can. Can ist ATP Pro und Tennis-Schweizer Meister. Und das bin ich, Amateur-Tennisspieler Milo mit LK10. Zwischen uns liegen tennismäßig Welten. Can ist 1,90 Meter groß, spielt den Headspeed Pro und hat LK1 in Deutschland und N2 in der Schweiz. Ich bin, Gerüchten zufolge, 1,70 groß, spiele den Babolat Pure Aero 98 und bin LK10 in Deutschland und R4 in der Schweiz. Und jetzt viel Spaß mit dem Match Amateur vs. Pro. Vielen Dank, Erzähler Milo, aber jetzt übernimmt Kommentatorenbox Milo zu diesem unglaublich geilen Match, wo ich genau einmal in Führung lag und zwar jetzt. Das ist ein Katastrophenfehler von ihm, 0,15. Ich bin vorne, let's go. Aber kleiner Spoiler, das war das einzige Mal in diesem Match, wo ich in Führung war. Ich werde euch nachher noch ein bisschen was zu Can erzählen, warum er in Anführungszeichen nur 1400 ATP ist momentan, obwohl ich ihn als ATP Pro bezeichne. Er wurde dieses Jahr Schweizer Meister, das heißt, der Mann kann sehr, sehr gut Tennis spielen und das Game hat er wirklich hier easy gewonnen mit ersten Aufschlägen. Let's go. Wir machen nur noch zweite Aufschläge von ihm. Dann haben wir wenigstens vielleicht ein paar Highlights. Komm, ich hole ein Game. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich habe mich dazu entschieden, dass es ein paar mehr Ballwechsel gibt, wie zum Beispiel den hier. Hier habe ich gedacht, ich hätte den Punkt mit dieser Vorhand gewonnen. Habe ich aber nicht. Hier müsste ich es eigentlich fertig machen, habe ich nicht. Und hier habe ich es auch nicht fertig gemacht. Und jetzt wollte ich ein bisschen Show machen. Was ist das denn? Komplett ins Haus mit dem Tweener. Naja. Jetzt aber noch ein paar Worte zu Can. Can ist amtierender Tennis-Schweizer Meister und ATP Pro. Böse Zungen würden jetzt sagen, ja, aber er ist nur ATP 1400. Naja, warum ist er nur ATP 1400? Weil er Tennis immer nur nebenbei gemacht hat, bis jetzt. Er hat nämlich 2019 das Sportgymnasium gemacht, dann hat er den Militärwehrdienst gemacht, der hier in der Schweiz obligatorisch ist und dann hat er noch einen Bachelor gemacht in Wirtschaft, den er jetzt fertiggestellt hat. Und weil er immer so ein hohes Niveau in der Schweizer Liga sozusagen erreichen konnte, hat er sich jetzt dazu entschieden, Pro zu gehen. Mal voll reinzugehen, volles Training mit Trainer und alle möglichen. Full reinzugehen in Tennis. Darum ist er momentan 1400 ATP, aber sein Ziel für Ende des Jahres ist ATP 400. Hat er mir selber gesagt. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich das sage hier und dann unser Gameplay hier ansehe, ja, dieser Punkt nicht unbedingt. Jeder Return viel zu Aber wenn kurz, ich dann unser Gameplay sehe, dann habe ich so das Gefühl, er hat nicht 100% gespielt. Aber ihr könnt mir doch gerne mal sagen, was ihr dazu denkt. Ja. Naja, auf jeden Fall war es ultra nice, mal so zu sehen, wie viel besser die eigentlich noch sind. Und ich meine, Can ist schon ultra gut, aber stellt euch mal vor, wie gut ist denn so ein Alcaraz? Wie gut ist so ein Sinner? Das ist unfassbar, was diese Leute für ein Level hinkriegen. Und wirklich Chapeau an Can, dass er das alles neben dem Studium noch so gut hingekriegt hat. Weil in der Schweiz ist er momentan Ranking in den Top 20 der Schweiz. Also das muss man wirklich machen, wenn man nebenbei 100%ig studiert. Das ist crazy. Darum ist jetzt hier easy 3-0 in Führung gegangen. Ich habe gedacht, Bro, niemals mache ich noch ein Game. Hier auch meine Verteidigung, Katastrophe. Ich denke eigentlich, meine Verteidigung ist gut, aber hier ist das nix. Und jetzt die Rückhand ins Netz gehauen. Ja, das ist nix. Und hier hat er zum Glück mal mir einen Fehler geschenkt und jetzt ist Einstand. Jetzt habe ich gedacht, ja, ich muss das Game irgendwie holen. Hier eine gute Rückhand, geile Länge. Ich habe auch nicht ganz so schlecht gespielt. Ich muss sagen, ich habe besser gespielt als auch schon. Aber man merkt halt dann trotzdem einen riesen Unterschied. Aber hier ist ein geiler Winner von mir. Man merkt einen riesen Unterschied. Vor allem halt in der Qualität, in der Fehleranfälligkeit. Ich mache viel zu viele Fehler. Das merke ich hier. Und meine Beinarbeit, habe immer gedacht, meine Beinarbeit sei gut und schnell. Aber oh mein Gott, hier wieder fast mit dem Winner. Er geht ins Aus und ich habe mein erstes Game gemacht. Das gibt es nicht. Ich habe mich so gefreut und dann hier direkt wieder ein Ass reingeballert. Es ist zum Kotzen, wirklich. Wenn er sich wirklich Mühe gegeben hätte mit dem Aufschlag, hätte er wahrscheinlich bei eigenem Aufschlag kaum einen Punkt verloren. Schreibt mir doch gerne mal noch unten in die Kommentare, ob wir das gleiche machen sollen, aber mal wirklich, wo er voll reingehen soll. Ich weiß nicht, ob er mir das Game geschenkt hat, aber
Bro, ich nehm's. Ich muss es nehmen. Ja, ich glaube, das Game hat er mir geschenkt und er hat nicht 100% gespielt. Aber das war ein unglaublich nicer Punkt. Ich habe mich hier wie ein Pro gefühlt. Hier, diese Vorhand, auch wieder gute Länge. Hier, zack, schöne Rückhand. Und hier nochmal mit dem unglaublich schönen Slice. Und jetzt habe ich gedacht, ich wäre Djokovic mit dem Longline-Winner. Aber das war's nicht. Der war nämlich out. Hier auch wieder mit einer schönen Rückhand. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich habe besser gespielt, als ich sonst manchmal spiele. Hier, ich gehe zu oft einfach auf den Longline-Winner, auf dumm und warte nicht ab und mache viel zu wenig Crossbälle, weil hier bin ich schon wieder im Bedrängnis und das war's komplett. Hier hat er wirklich nicht durchgezogen. Hier beim Smash schon, aber sonst nicht unbedingt. Hier, guter Kickaufschlag, okay. Und jetzt hier habe ich durchgezogen und den Winner gemacht. Yes! Ab und zu hatte ich auch ein Erfolgserlebnis. Hat sich gut angefühlt, auch wenn er vielleicht nicht ganz 100% gespielt hat. Ich nehme es mit, es ist geil. Oh, hier wieder ein Fehler. Und jetzt kann ich tatsächlich nochmal hier rankommen in diesem Game. Mit dem Netzroller und dann der Fehler. Ich habe mich natürlich entschuldigt, aber habe mich überhaupt nicht eigentlich entschuldigen wollen, weil ich fand es geil. Hier der Stoppballversuch, bisschen Katastrophe und dann der Lob. Das war nix, der war out. Vorteil für ihn. Jetzt bin ich in Bedrängnis. Guter erster Aufschlag und jetzt die Vorhand hinten rein. Let's go. Sehr, sehr wichtig und richtig. Einstand wieder. Komische Rückhand bisschen, mein Volley eine Katastrophe und ist im Out. Er hat wieder Vorteil. Und jetzt muss ich mich wirklich am Rahmen riechen, weil ich will hier noch das zweite Game holen. Einstand wieder. Ich bin doch da. Guter Aufschlag gegen Außen. Und jetzt mit dem Stoppball. Ich habe gezaubert, Baby. Let's go. Und jetzt Gameball. Ich muss das holen und hier hat er den Fehler gemacht. Das gibt's nicht. 4:2. Das gibt es nicht. Ich habe 2 Games gegen den Pro gemacht. Das kann ich nicht fassen. Obwohl ich das Gefühl habe, unter normalen Bedingungen hätte ich nicht 2 Games geholt. Aber naja, ich nehme sie. Sehr, sehr geil. Und hier hat er ein bisschen angefangen zu zittern. Er hat viele Fehler gemacht. Das war ungewöhnlich, aber ich glaube, jetzt hat er gedacht, Bro, ich mache den Sack zu. Es reicht mir. Hier mit einem guten Slice-Aufschlag. Ich habe ein bisschen mitgehalten, gute Länge gehalten. Das Wichtigste war für mich, so ein bisschen mit ihm mitspielen zu können. Oh, hier aber sehr, sehr eine schöne Rückhand. Hier gute Länge, bisschen auf entspannt gespielt. Hier, der Ball war auch wieder drin. Hier hat er probiert guten Winkel, ich noch besseren Winkel. Und jetzt habe ich gespielt. Warum habe ich das gemacht? Der war nämlich aus, das gibt's doch nicht. Gameball, 30:15. Hier auch wieder, oh mein Gott, ein Netzroller und den habe ich nicht mehr gehabt. Das wär's gewesen. Und hier Gameball für ihn, sehr, sehr guter Aufschlag gegen die Mitte und dann war es das komplett. Ja, der Mann wollte den Sack zumachen. Und jetzt 5:2, mein Aufschlag. Und jetzt hier Longline war nicht schlecht, aber wie gesagt, ich bin viel zu oft Longline gegangen, wo ich eigentlich nicht hätte gehen sollen. Hier gute Angriffsbälle, 0:30, ich bin in Bedrängnis und dann der Netzroller zum Matchball, das gibt's nicht. Beim Matchball hat er gesagt, ich mach mit links. Und schaut euch einfach mal an, die Katastrophe. Ja, GG an Can. Es war ein unglaublich geiles Match. Sag mir doch nochmal, ob wir das wiederholen sollen. Vielen Dank, war dir am Start.